SRF Audio. Persönlich. Olivia Röllin im Gespräch mit Gästen. Ja, herzlich willkommen. Grüezi miteinander hier auf SRF 1 in der Sendung «Persönlich». Schön verbringen Sie Ihren Sonntagmorgen mit uns. Heute sind wir im Seminar- und Eventhotel Riverside in Zweidle. Und bei mir sind die Irma Frey. Sie ist 84 und sie lebt mit ihrem Mann in Regensdorf. Und die Geschichte von ihrer Kindheit und Jugend, die hat mich sehr betroffen gemacht. Sie ist nämlich ehemalige Zwangsarbeiterin. Erst mit 20 hat sie wieder ein freies Leben führen und von dem hören wir nachher. Herzlich willkommen, Irma Frey. Irma, vielleicht gerade so angefangen. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich dir sogar gesagt, du bist 84 und du bist noch so fit und du siehst so gut aus. Wie schafft man das mit 84? Da hat es jetzt gerade schon einen Szenenapplaus gegeben für das. Ja, ich weiss gar nicht, was ich da dazu sagen soll. Ich fühle mich wohl, mir geht's gut und ich habe mein Leben völlig im Griff. Denn das habe ich mir geschworen, als ich mit 20 in die Freiheit gekommen bin. So, Irma, jetzt machst du etwas aus dir. Lass alles hinter dir und fährst ein neues Leben an. Also gar nicht konkrete Tipps, dass du am Morgen im Bett Velo fahren oder irgendetwas, dass du so fit bleibst, sondern eigentlich eine mentale Stärke. Ja, und ich gehe auch gerne laufen. Oder, das mache ich viel mit meinem Mann zusammen, dass wir gehen laufen miteinander. Schön. Und in der Natur aussen können wir uns beide wieder frisch auftanken. Die Natur kennt auch der andere Gast, der Matthias Schulz, ist gebürtiger Bayer. Dort ist es auch viel Natur rundherum. Er ist ab Herbst neu Intendant vom Opernhaus Zürich. Er ist 48, hat 5 Kinder und die letzten Monate damit verbracht, Schweizerdeutsch zu lernen. Gell, Matthias? Wie geht's dir damit? Ich höre es wahnsinnig gern, muss ich sagen. Ich verstehe alles. Also man kann mir auch da nichts vormachen. Sollen wir das jetzt ausreizen? Wenn es Sitzungen gibt, dann verstehe ich das. Ich sage ab und zu am Ende einer Sitzung, ist gut gewesen, aber dabei belasse ich es auch. Und ja, bin wahnsinnig gerne da, muss aber korrigieren, ich bin noch 47. Ah, extra. Ich werde im November dann 48. Alles klar. Also, ich habe gedacht, das wäre eigentlich schön. Irma ist 84 und du 48, das wäre gerade ein Zahlendreher gewesen. Aber gut, dann ist es jetzt in dem Fall nicht so. Du lebst momentan noch in Berlin. Ihr zügelt im August, glaube ich, auf Zürich, gell? Pendeln momentan zwischen 2 Städten mit so vielen Kindern stelle ich mir als riesige Herausforderung vor. Ja, das war also die letzten 3 Jahre. Ich bin ja dann hier designiert worden und seit Anfang 22 schon. Und die letzten 3 Jahre waren dann so eine Übergangsphase auch. Und ich war bis letzten August noch Intendant an der Staatsoper Unter den Linden, also voll zuständig. Und ja, in meinem Opernbetrieb ist das etwas seltsam. Da plant man sehr lange im Voraus, teilweise 3-4 Jahre die Stücke im Voraus. Man muss dann teilweise auch eine Wette auf die Zukunft machen. Man muss sagen, Sänger engagieren, wo man gar nicht weiß, ob die noch singen können. Und das war, muss ich sagen, so zwischen Zürich und Berlin war das jetzt schon eine extrem intensive Zeit. Und auch die Kinder, die sozusagen jetzt teilweise die Schule beenden, Abitur machen oder das Studium beenden, sogar die Älteste. Also das war jetzt schon eine sehr intensive Zeit. Ja, das glaube ich. Da muss man irgendwie eben so ein Haus managen, beziehungsweise 2 und dann zusammen mit der Frau eine ganze Familie. Irma, ich habe es gesagt, du hast in deiner Jugend als Zwangsarbeiterin in einer Spinnerei in Dietfurt arbeiten müssen. Jetzt will es der Zufall so, dass wir heute auch in einer Spinnerei, in einer ehemaligen sitzen. Wie ist es dir gegangen, wo du da reingelaufen bist? Also, als ich da hingelaufen bin, das erste Mal, und gesehen habe, dass da auch eine Spinnerei hat,
da ist mir gerade wieder alles aufgekommen. Ich habe gedacht, jetzt sind 60 Jahre, nein, mehr wieder 60 Jahre vergangen und du laufst an eine Spinnerei her. Aber es tut schon nicht mehr so weh. Weil ich bin vor 4 Jahren das erste Mal wieder in Dietfurt mit dem Schweizer Fernsehen und habe dort die Spinnerei angeschaut. Und dort hat es mehr Emotionen ausgelöst, weder jetzt, wo ich hierher gekommen bin. Jetzt ist es ja so bei dir, Irma, dass du jahrzehntelang niemandem von dieser Vergangenheit erzählt hast. Das heisst, weder deinem Mann noch deinen Kindern. Warum hast du niemandem davon erzählt? Also, als ich mit 20 in die Freiheit gekommen bin, mit nur 50 Franken, nachdem ich 3 Jahre schwerste Arbeit machen musste, habe ich mir gesagt, blasen mir alle die Schuhe. Ich fange ein neues Leben an. Und ich erzähle gar niemandem, was mir alles passiert ist in meiner Kindheit und Jugend. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich eine ältere Schwester hatte, wo ich zu ihr gehen konnte. Und ich habe dann sofort einen Job bekommen. Und ich konnte dort arbeiten. Und mit dem ersten Geld, das ich hatte, habe ich dann gerade angefangen, Kurs zu nehmen. Und dann ist etwas ganz Gutes passiert für mich. Ich bin an eine Modeschau gegangen und dort hat Heidi Abel die präsentiert. Ich bin mit ihr ins Gespräch gekommen und sie hat gesagt, Irma, du hast eine gute Figur, du hast eine Ausstrahlung. Genau solche Mädchen suche ich eigentlich für meine nächste Modeschau, die ich habe, von einer Boutique. Und dann habe ich gelacht und habe gesagt, ich sei kein Model, das kann ich nicht. Dann hat sie gesagt, lauf mal dafür. Und dann hat sie gesagt, doch, das passt. Und so konnte ich dann auch modeln und habe Geld verdient und habe mich weiterbilden und konnte Kurs nehmen. Aber Irma, lass uns doch noch rasch in der Gegenwart bleiben. Mich würde wirklich interessieren, das, was du jetzt gerade angefangen hast zu erzählen, schieben wir nachher. Warum hast du über all das, was passiert ist dir in diesen Jahren von 7 bis 20, wie wir nachher werden hören, niemandem erzählt und dann entschieden, nach 80, jetzt gehe ich raus mit der Sprache? Ja, das ist auch so ein Kapitel. Ich habe mit niemandem darüber geredet. Und zwar, wenn du in den 60er Jahren einem Chef gesagt hättest, du bist im Kinderheim aufgewachsen, du bist zwangsversorgt worden, du hast keine Ausbildung gehabt, so einen Chef hätte ich gar nicht genommen. Im Gegenteil, du hättest nachher noch entweder als Putzhilfe oder Haushaltshilfe oder irgend so etwas machen. Und das habe ich nicht wollen. Ich habe immer gesagt, ich will etwas aus mir machen. Denn ich hatte einen starken Willen gehabt. Meinen Willen habe ich nie brechen lassen. Und aus dem Grund habe ich geschwiegen. Und da ich eigentlich, wenn man mir gesagt hat, ein gutes Auftreten hatte, habe ich dann auch die Chance gehabt, dass ich auch eine Bürolehre machen konnte. Ich konnte das KV mitmachen. Und da bin ich froh gewesen, weil früher hat man nicht einen Lebenslauf bringen oder wo drinnen gestanden ist, was du nach der Schule gemacht hast und so, sondern der Chef hat dich angeschaut und hat mit dir geredet und hat gefunden, ja, die passt eigentlich in unser Team hinein, und dann bist du angestellt worden. Und dann nachher hast du einen Artikel gelesen, vor, glaube ich, eben 2-3 Jahren im Beobachter, vom Yves Demuth über eine Zwangsarbeiterin. Korrekt. Als ich 80 war, da ist ja noch die Ding, die wie heisst es? Corona. Pandemie. Dankeschön, ja. Hat gerade ein
Blackout gehabt. Hat's Corona gehabt und dann hat man ja daheim eigentlich viel mehr Zeit gehabt, um etwas zu lesen. Und ich habe den Beobachter gelesen und dort drinnen ist von einer Elfriede Steiger ist ein Artikel gsi, wo sie drinnen beschrieben hat, dass sie im Marienheim war und hat müssen Zwangsarbeit machen und wie schlimm das für sie war. Ich habe den Artikel gelesen und habe gedacht, wow, Chapeau. Die Frau hat tatsächlich den Mumm mit 85 an die Öffentlichkeit gehen, mit ihrem Schicksal. Und am Schluss ist gestanden, Zeitzeuge gesucht. Und da habe ich gedacht, wow, aber ich bin doch auch ein Zeitzeuge. Ich habe das Heft auf die Seite tun und nach einer Woche habe ich es eigentlich wieder vorgenommen und habe es nochmal gelesen. Und nach 3 Wochen hat der Mann gesagt, hast du noch Papier? Es ist Papiersammlung. Kann man das Heftchen auch fortrühren? Und dann habe ich ihn so angeschaut und habe gefunden, nein, ich will es nochmal durchlesen. Ich habe es nochmal durchgelesen und habe gedacht, so Irma, jetzt gibst du dir einen Ruck und tust dich melden. Die suchen Zeitzeugen und ich habe mich beim Herrn Demuth gemeldet, beim Beobachter und habe gesagt, Herr Demuth, ich bin auch ein Zeitzeuge. Er ist dann sofort gekommen und hat mit mir geredet und hat gefunden, die Geschichte, die gehört an die Öffentlichkeit. Irma, was wäre gewesen, wenn du den Artikel nie gelesen hättest? Ich weiss nicht, was passiert wäre. Ich glaube, ich würde heute noch nicht darüber reden. Aber ich kann euch sagen, ich bin froh, habe ich darüber reden können. Denn das, was mich all die Jahre belastet hat, das habe ich jetzt rauslassen. Ja. Und das hat gut getan. Und es hat etwas bewegt. Und das ist das Wichtigste für mich. Es hat etwas bewegt. Also, es hat gewisse Wiedergutmachungszahlungen gegeben, allerdings nicht in deinem Fall. Wir kommen nachher noch auf das zurück. Aber was man merkt, ist, es hat auch gewisse Emotionen können, wirklich freisetzen. Du bist auch im Theater gewesen, hast über 2 Jahre lang, über 35 Aufführungen oder so bei Mira Wilhelm Tell gemacht und dort sicher auch Emotionen durchlebt. Wer sich mit ganz grossen Emotionen auch auskennt, ist der Matthias Schulz. Er ist eben Intendant künftiger von der Oper Zürich, aber jetzt noch in Berlin gsi. Eben Emotionen, die ganz grossen, Wut, Trauer, Liebe, all das. Oper sind vor allem ein bisschen zu viel, hast du mal gesagt. Wie spielt sich das, wenn man im Alltag viel mit dem zu tun hat, ins eigene Leben wieder? Also ich möchte noch einmal sagen zu diesem Authentischen, ja, weil das muss man noch mal sagen, wenn man die Geschichte von ihr mal hört. Und ich habe mich ein bisschen befasst jetzt auch damit, mit der Sendung. Das ist sehr beeindruckend und da wirken natürlich dann viele Probleme, die man da so hat und so, dann werden wieder sehr klein. Und ich finde das ganz toll, dass du damit eben rausgegangen bist, dass du aber auch auf die Bühne gekommen bist, weil da kommt man zum Punkt, das, was auf der Bühne authentisch rüberkommt oder wenn eine Sängerin, ein Sänger auch authentisch ist und es schafft, so authentisch wie möglich zu sein, das ist das, was die Emotionen freisetzt, das ist das, was wirkt und nicht das Perfekte. Es gibt da nicht die Sehnsucht nach dem Perfekten, sondern wirklich so nach dem Echten. Und das müssen wir auf der Bühne eben immer wieder herstellen. Und Oper ist halt so eine Kunstform, da kommt ja alles zusammen. Du hast das Orchester im Graben und du hast die Sängerinnen und Sänger, du hast den Chor, du hast das Bühnenbild, dann hast du vielleicht auch mal Videokunst, die verknüpft wird, Schuhmacher, Handwerk. Also wie ich oft gesagt habe, Oper ist wirklich von allem zu viel. Und aber dann in dem Raum zu sitzen, etwas nicht über Bildschirm zu erleben, eine Raumdistanz wahrzunehmen, mit Zuschauern gemeinsam was zu erleben, eine gemeinsame Konzentration zu spüren, das ist dieses Erlebnis, glaube ich, nach dem wir suchen, weil es körperlich ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, vielleicht auch deine Geschichte auf der Bühne im Schauspielhaus authentisch mitzubekommen. Das ist das, was wirklich Eindruck macht und was er dann auch über mehrere Jahre, jetzt haben wir gerade gesprochen, 36 oder 37 Aufführungen, dann eine unglaubliche Wirkung entfaltet. Und da von sowas muss man lernen. Aber mich würde jetzt interessieren, wie nimmst du die grossen Emotionen, die auf der Bühne sind, ob authentisch oder gespielt,
privat mit? Wird man selber auch dann eher ein bisschen pathetischer, ein bisschen, ja, einfach ein bisschen dramatischer? Ich glaube, meine Aufgabe als Intendant ist oft Emotionen natürlich sehr stark wahrzunehmen, aber die dann auch immer mal wieder zu regulieren. Und nicht derjenige, der zu einem kommt und am aufgeregtesten ist und am lautesten schreit, hat das wichtigste Angelegenheit. Deswegen muss man da, glaube ich, die Fähigkeit haben, zu unterscheiden, was ist wirklich wichtig. Und es gibt so oft, muss man sagen, also in der Oper werden ja so psychologische Extremzustände einem vor Augen geführt. Ja, so Rachegefühle und Hass, aber auch Liebe und alles, was es da so gibt. Also so diese Grundemotionen, ja. Und da gibt's immer wieder so Situationen, die man dann im Alltag wiederfindet. Und die größte Oper findet eigentlich hinter der Bühne statt. Und es gibt, eine Oper haben 300 Leute, haben bis zu 300 Leute haben an einer Opernaufführung zu tun. Und da hat zum Beispiel der Regisseur andere Interessen als der Dirigent. Der Dirigent will bei einer Aufführung, dass sie ihn immer anschauen und dass er sozusagen das wirklich lenken kann, die Aufführung. Der Regisseur will eigentlich immer, dass sich die Sänger untereinander anschauen und schauspielern. Das ist schon mal ein Konflikt, der kaum oft... Und was will der Intendant? Naja, der Intendant will eigentlich, dass da eben diese Balance stimmt, dass es musikalisch eine tolle Aufführung ist von allerhöchster Qualität und dass das aber nicht nur Rampentheater ist, wo die Sänger an der Rampe stehen und zum Publikum singen, sondern auch schauspielerisch was Emotionales, was Tolles, was Echtes passiert. Also ich will auch diesen Ausgleich. Und erst dann, wenn es wirklich gut gelingt, entsteht eine große Aufführung. Ja? Und das ist das große Ziel. Also in gewisse Form von Harmonie herstellen auch. Kannst du jetzt einfach für all die von uns, die das zu wenig wissen, was eigentlich so eine Arbeit als Intendant beinhaltet, was machst du denn Tag für Tag? Also das Tolle an dem Intendantenberuf ist ja zum einen, dass kein Tag dem anderen gleicht. Aber in erster Linie ist man als Intendant natürlich mal fürs Programm zuständig, also für das, was das Opernhaus macht. Und da geht es nicht nur, welche Stücke, also welche Premieren man macht. Wir machen im Opernhaus Zürich sehr viele. Das sind 9 Opernpremieren, 3 Ballettpremieren. Also dann, das ist auf der großen Bühne, was stattfindet. Und dann werden immer auch Stücke, die schon mal gespielt haben, wieder aufgenommen, also so Repertoirestücke. Und aber dann machen wir natürlich auch ein Jugendprogramm und Konzerte und auch eine Tournee und solche Dinge. Und der Intendant legt einfach das Programm fest mit dem Team natürlich zusammen. Und das ist mal die wichtigste Aufgabe. Und dann geht es aber natürlich darum, Partnerschaften zu entwickeln. Wir müssen die Wirtschaft oder auch Unterstützer finden, die unsere Projekte fördern. Wir müssen aber auch, wollen ja mit der Musikuniversität, mit den Musikschulen, mit anderen Institutionen in der Stadt gut zusammenarbeiten. Und dann im Haus natürlich das Haus nach außen zu vertreten, gehört da sehr stark dazu. Die ganze Arbeit mit der Presse, das Marketing und so. Also man muss einfach diese ganze Institution entwickeln. Dafür hat man fantastische Mitarbeiter, aber auch da dieses Team zu formieren, dass da alle Lust haben, zusammenwirken. Das ist einfach die entscheidende Aufgabe. Wenn man mit so vielen Players zu tun hat, dann hilft es natürlich, dass man ein Vater ist von 5 Kindern. Ich nehme an, da muss man auch ganz viel Harmonie immer wieder herstellen. Oder gibt es da Ähnlichkeiten zwischen der so Grossfamilie und dem Intendanten da sein? Also ich habe oft gesagt, ich habe ja sowohl beruflich als auch privat eigentlich immer so in einem Zustand der Überforderung gelebt. Und fühle mich da aber eigentlich ganz wohl. Und der Vorteil ist vielleicht, man kann nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen. Also man muss irgendwie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und ich konnte auch nicht auf jeden Elternabend gehen und so weiter. Das bedauere ich nicht unbedingt. Aber es war ein... Sie Kind vielleicht auch froh gewesen, wenn die Eltern nicht immer... Aber ich habe einfach wahnsinnig gerne da mit Menschen zu tun und auch mit der Unterschiedlichkeit, ja, und dann einfach auch so Situationen, die dann auch mal, wo Emotionen hochkochen, zu lesen und dann zu schauen, dass man da das Beste rausholt. Dieses Empathie, das wollte ich mal sagen, also das spüre ich immer auch so stark, diese
diese Empathie, dass man sich so eine Liebe zum Menschen bewahrt, mit allem, was deine Geschichte betrifft, das ist das, was so wichtig ist. Und ich glaube, das, was die Oper auch so zeigen kann und was eben auch zu Hause ist, dass man sich in den Gegenüber hineinversetzt. Wie kommt etwas beim anderen an? Welche Emotionen spielen da eine Rolle? Und dass man da aber auch nicht so wehleidig ist sozusagen, dass man auch mal was aushält beim anderen. So ist das Zusammenleben, das Aufeinanderhören, das glaube ich dann viel wichtiger, also die Oper besser möglich. Dann auch als Lebensschule, das erzählt der Matthias Schulz hier auf SRF 1 in der Sendung persönlich und ich glaube, er hat es jetzt gerade angedeutet, das ist ja beeindruckend, Irma, dass du dir das alles hast können erhalten, trotz deiner Geschichte und ich würde sagen, wir tauchen jetzt noch ein bisschen dort ein, in die Kindheit. Du bist in Schaffhausen geboren, bis 7 hast du bei deinen Eltern gelebt. Du bist das jüngste Kind von 5. Eine arme Familie. Dein Vater hat getrunken. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an die Zeit in deinem Leben zurückdenkst, bis du 7 bist? Also, als kleines Kind noch mag ich mich erinnern, dass es eigentlich schön war. Aber mein Vater habe ich nicht viel gesehen. Weil, wenn er heimkam, bin ich im Bett und wenn ich aufgestanden bin, war er vor. Ich habe ihn höchstens an einem Samstag oder Sonntag gesehen. Und das sind manchmal nicht schöne Begegnungen gewesen, weil der Vater hat viel gestritten mit der Mutter. Und ich habe auch als 7-jähriges Mädchen entdeckt, dass die Mutter manchmal ein blaues Auge hatte. Und wenn ich gesagt habe, Mami, warum bist du da blau? Dann hat sie gesagt, weisst Irmeli, ich bin zur Nacht aufgestanden und ich wollte kein Licht machen und dann bin ich im Türpfosten reingelaufen. Und ja, als 7-jähriges Mädchen, glaubst du das? Das habe ich erst später dann mitbekommen, als ich 20 war und mit meinen anderen Geschwistern darüber reden. Sie hat den Vater nie vertrampelt. Und das habe ich eigentlich der Mutter höher angerechnet. Dass sie ihn nicht schlecht gemacht hat? Sie hat ihn nicht schlecht gemacht, oder? Und nachher aber bist du 7 geworden und durch das, was bei dieser Familie war, bei deinen Eltern, hat sich deine Mutter dann scheiden lassen. Man muss sagen, das 2. Mal. Korrekt, ja. Und du bist in eine Pflegefamilie gekommen, zusammen mit deiner Schwester. Ja, mit der zweitjüngsten Schwester. Genau. Und nach dieser Pflegefamilie aber, glaube ich mit 11, hat man dich in ein Heim da in Luzern. Ja. Und dort hat Zucht und Ordnung gegolten. Für ein 11-jähriges Kind wirklich eine schwierige Zeit und du wolltest abhauen. Ja, ich bin 2-mal abgehauen. Oder weil ich gewusst, mein Bruder, der wohnt in Luzern und das Kinderdörfli Rathausen, das ist eigentlich nicht ein Kinderheim gewesen, sondern eher ein Kinderzuchthaus. Und etwa 200 Kinder sind dort gewesen? 200 Kinder sind dort gewesen, oder? Und es war also eine ganz, ganz schlimme Zeit dort. Es hat sogar Kinder gegeben, die sich das Leben genommen haben dort. Ja, es war eine traurige Zeit. Und ich habe gewusst, mein Bruder, der ist geheiratet und wohnt in Luzern. Und ich habe mir dazu mal einfach eingeredet, wenn du auf Luzern gehst, findest du deinen Bruder schon. Und dann bin ich abgehauen. Aber ich bin nur bis an die Stadtgrenze gekommen. Und schon hat mich die Polizei wieder eingefangen und hat mich zurückgebracht. Und dafür musste ich dann 3 Tage ins Kreuzi gehen. Das war ein Raum im Keller unten. Er hat nur so ein kleines Fenster mit Gitter. Und dort hat es eine Pritsche drin gehabt. Und du hast nur Wasser und Brot bekommen und einen Kübel für die Notdurft. Und dort musste ich 3 Tage sein. Und dann habe ich gesehen, an der Wand hat es einen Haufen so Strich gehabt. Weil am Boden hat es Kies und Stein gehabt, so, bis in diesen Keller gehabt. Und dann habe ich halt auch so einen Stein genommen und habe auch Strich gemacht. Und in diesem Keller innen hat es mir wieder 3 Striche gehabt. Weil die Irma einfach entweder wieder umgegeben hat oder nicht gefolgt hat oder weil ich einmal geflucht habe. Und dann hat man euch dort Und dann hat man uns dort geschickt, oder? Aber
Wir haben damit viele Strafen bekommen dort. Das ist an sich schon unglaublich schrecklich. Und dann denkt man, aber du bist ein 11-jähriges Kind, du wirst von deiner Familie weggenommen. Und ich denke mir einfach, du hast ja das damals auch nicht richtig einordnen können. Warum jetzt? Du musst doch unheimlich Heimweh haben und die Familie und das Mami vermisst haben. Ja, das stimmt schon. Vor allem, als ich nach diesen 3 Jahren, wo ich mit der Schwester zusammen war in dieser Familie und ich ins Heim gekommen bin, da hatte ich niemanden mehr gehabt, der mich beschützt hat. Da bist du alleine gewesen. Ja, und man merkt, dass es dich bis heute sehr, sehr emotional auch betrifft, verständlicherweise. Und so erklärt sich dann vielleicht auch, dass du dir wie gesagt hast, aber ich habe einen starken Willen und ich lasse mich nicht unterkriegen. Genau. Ja. Das erzählt Irma Frey in der Sendung persönlich auf SRF 1. Danke vielmals. Matthias, das ist eine harte Schule im Leben. Du hast mir aber auch gesagt, eine ganz harte Schule, die du hast, und das ist nicht vergleichbar mit dem, sind 2 ältere Schwestern. Warum? Ich glaube, zwei ältere Schwestern zu haben, ist auf jeden Fall die beste Schule, die man haben kann. Also die haben, wenn die jetzt gegenüber immer bei jedem Essen sitzen, wenn man klein ist und einem sagen, wie man die Gabel zu halten hat und sowas, also die waren da strenger als meine Mutter. Mhm. Und meine älteste Schwester, die ist dann, als ich 12 war, zum Studieren gegangen und hat jeden Tag mit meiner Mutter telefoniert und hat manchmal so Ferndiagnosen gegeben. Mittlerweile verstehen wir uns wieder bestens. Nein, ich muss sagen, ganz tolle große Schwestern, aber das war für mich auch eben ein tolles Vorbild, weil ältere Schwestern, in denen man sich da hochziehen kann, die auch ein Instrument gelernt haben, wo man das täglich beobachten kann, das war natürlich für mich auch als Vorbild extrem wichtig. Aber sind immer besser als man selber und du tust ja nicht gerne verlieren, hast du mir erzählt. Ja, das strengt an, dass man sich da anstrengt. Mhm. Aber es war, ich glaube, am schwersten verlieren konnte ich beim Tischtennis. Was war denn dort damals? War halt am Anfang, habe ich mit meinem Vater gespielt und dann wollte ich schnell gewinnen sozusagen. Ja, das war ein großer Ansporn. Und und das ist dann, was man im Leben dann so nach und nach was ich dann auch jetzt, wenn man auch seit ich 32 Jahre alt bin, darf ich so eine Kulturinstitution leiten. Und da muss man dann auch schnell lernen, dass man nicht jeden Kampf gewinnen muss, sondern die richtigen. Also, dass man auch nicht jeden Kampf muss gehen, sozusagen. Ich habe mich gefragt, wie du es gesagt hast, von den 2 älteren Schwestern. Jetzt hast ja du 4 Töchter. Gibt es Ähnlichkeiten in Bezug auf das, wie man da gemonitort wird und kommentiert wird? Das kann man wohl sagen. Also auch wenn die von mir ein Interview sehen oder sowas, dann sagen sie mir, wenn ich immer eine Augenbraue hochziehe, ich kann das gar nicht anders, aber da werde ich schwer kritisiert. Und sich da wichtig zu machen oder sowas, da hat man keine Chance zu Hause. Also das ist ganz gut so und von daher wirklich sind das für mich sehr, sehr wichtige Ratgeber. Und es gibt ich habe noch einen Zwillingsbruder und auch einen Sohn. Das ist immer interessant, das wird immer fast vergessen. Nein. Und die haben, aber die kritischen Stimmen sind schon die Töchter. Ja. Aber es ist spannend, dass du das mit dem Zwillingsbruder jetzt noch sagst, weil ich habe mich gefragt, eben Zwillingsbrüder, ich weiss nicht, ob da jemand eine Zwillingsgeschwister hat, aber was ich höre von den Zwillingsgeschwistern ist, dass die andere Person auch trotz der Distanz immer relativ genau weiss, was bei den anderen, wie es am anderen geht. Ist das wirklich so oder ist das ein Mythos? Na, da ist schon was dran. Also wenn man so zusammenwächst, vom Bauch weg sozusagen, das ist schon etwas extrem Besonderes. Und man hat natürlich immer im gleichen Alter jemand da, der da ist. So. Und dass man da in besonderer Weise zusammenwächst. Und auch jetzt, mein Bruder lebt in Hamburg, sozusagen ganz im Norden. Und deswegen hat man jetzt nicht die Möglichkeit, sich da ständig zu sehen. Aber wenn man sich dann sieht, ist das wirklich wie wenn nichts gewesen wäre. So. Und dass man da an einem Punkt immer anschließen kann mit so einem Menschen, das ist schon sehr besonders. Das muss ich schon sagen. Er war so, glaube ich, eher so ein bisschen der Zerstreutere. Ich habe mich immer so mitverantwortlich für ihn gefühlt. Habe ihm die Sportsachen hinterhergetragen. Und wenn es eine Auseinandersetzung in der Schule gab, wollte ich am liebsten für ihn die anderen eben vermöbeln.
Und habe dann auch immer so versucht, in der Familie, wenn wir da mal irgendwo unterwegs waren, dann alle zusammenzuhalten und damit er nicht verloren geht oder so. Also da kann ich mich, oder das erzählt auch meine Mutter immer viel. Aber nein, also sich auch mit ihm auszutauschen und so, das ist schon eine sehr besondere Beziehung. Also hast du auch gerne Verantwortung übernommen. Ja. Ihr seid in Bad Reichenhall, das ist in Bayern, in der Nähe von Salzburg aufgewachsen, relativ ländlich. Und eben, ihr habt daheim ist klar gewesen, man macht Musik. Deine Mutter ist auch Cellist, also hat hobbymäßig Cello gespielt, glaube sehr gut. Deine Schwester auch Musik gemacht. Du Klavier gespielt, hast sogar nachher Klavier studiert. Aber du hast nicht Pianist werden, sondern eigentlich Zehnkämpfer. Ja, das war bei mir so. Ich habe extrem viel Sport gemacht und dann habe ich so 7 Jahre alt war so Leichtathletik gemacht und da war die Zeit, da waren immer gute Zehnkämpfer da und das war ein absolutes Ziel von mir. Ich habe dann auch mal so schon relativ jung so 5-Kampf und solche Dinge gemacht und dann hatte ich aber mit 12 so eine Sprunggelenkverletzung, die dann operiert werden musste und wo ich dann 3-4 Monate gar nichts machen durfte und dann eigentlich noch weitere Monate Ruhe geben sollte. Und das war schon dann so ein Knackpunkt, wo ich dann plötzlich viel mehr Klavier gespielt habe und dann einfach der Sport also ein bisschen, B eigentlich. So Plan B, und der Sport eigentlich ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Ich habe dann immer Handball gespielt, später Basketball, obwohl man ist ja so gefährlich mit der Hand. Ja, genau, obwohl das nicht zusammenpasst. Aber ich habe da immer irgendwie Glück gehabt. Vielleicht sieht man dann, macht den letzten ab und zu die Hände auch da in entscheidenden Situationen doch zurück. Also ich habe das ja immer so eher zum Spaß gemacht. Aber ja, deswegen es ist dann so ein Moment gewesen, wo man halt dann so eine Weggabel, würde ich sagen. Ja, da war ich so ungefähr 12. Ja. Wie bist du mit dem gegangen? Ja, wo man so 12 ist, da nimmt man das eigentlich nicht so wahr. Später, muss ich dann sagen, ging es halt dann schon drum, als ich dann Klavier studiert habe, macht man das jetzt voll und richtig. Und da war es dann schon einmal so, wie gesagt, wie weit geht man da jetzt? Und da war für mich, sich immer so mit 88 Tasten zu beschäftigen, das war mir dann fast zu autistisch. Ich will viel mit Menschen zu tun haben, da bin ich vielleicht dann auch nicht Künstler genug. Ich mache es gern so 1,5 Stunden am Tag und das sehr intensiv. Und deswegen hadere ich auch nicht. Ich fühle mich auch jetzt in der Situation des Ermöglichens wahnsinnig wohl. Und wenn ich hier und da jetzt so auftreten kann, dann ist das eigentlich für mich die perfekte Mischung. Ja, das glaube ich. Ja. Eben, sich intensiv mit so etwas beschäftigen, aber das ist natürlich auch ein Privileg, das man haben kann. Und wenn ich dein Leben irgendwann frei verstehe, die Möglichkeit, sich so frei zu entwickeln, wie das, was wir jetzt gerade gehört haben, das hat es bei dir im Grunde noch nicht gegeben. Du hast dann später das Haushaltslehrjahr noch machen oder angefangen, bist aber nach 3 Wochen angeschwärzt worden und dann hat eigentlich die Spirale vom Wahnsinn erst recht angefangen bei dir. Ja, das stimmt. Nach dem Haushaltungslehrjahr hat mir die Vormundschaftsbehörde gesagt, sie hätten eine Stelle für mich im Luzernischen in einer Geschäftsfamilie und dort muss ich den Haushalt machen und zu 2 kleinen Kindern schauen. Und ich hätte sehr gern eine Lehre gemacht als Damenschneiderin, weil ich immer gern genäht habe und ich immer die Beste war in der Handarbeitsschule. Ja, ich nicht. Und dann die Vormundschaftsbehörde hat dann das abgelehnt, weil das komme zu teuer, oder? Ich muss jetzt arbeiten und mein Leben selber verdienen. Gut, als Mündel hast du gar keine andere Wahl, als das zu machen, was der Vormund dir sagt. Ich bin zu dieser Familie gekommen und die Frau, die hat vom ersten Tag an hat die etwas gegen mich gehabt. Die hat mich einfach nicht mögen. Und wenn die beiden Mädchen, die Kleinen, das Mittagsschläfchen gemacht haben und ich, nachdem dass ich Küche gemacht habe, am Küchentisch gesessen bin und einmal ein Heftchen angeschaut habe, dann ist sie gekommen und hat gesagt, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Du bist nicht da zum Heftchen anschauen. Du bist da zum Arbeiten. Dort hat es noch Wäsche, die man glätten muss. Dort hat es einen Kasten, den man rausräumen muss. Und so ist das am Laufmeter gegangen. Und nach 3 Wochen hat sie hinter meinem Rücken der Vormundschaftsbehörde angerufen und gesagt, sie können mit mir nicht schlagen und ich darf zu viel Pause machen.
Und das ist natürlich gerade Wasser auf die Mühle für die Vormundschaftsbehörden. Da haben doch die tatsächlich in die Akten hineingeschrieben, sie muss an andauerndes Arbeiten in einer Fabrik gewöhnt werden. Und das ist dann das Schicksal, das ich hatte, dass ich mit 17 versorgt worden bin, in das Marienheim nach Diepfurt. Und das Marienheim, das hat ein Bürle gehört. Also, und nebenzu die Spinnerei hatte. Genau, das ist der industrielle Emil Bürle, wo du sagst, der durch Waffenproduktion unter anderem für die Nazis ein Vermögen gemacht hat, wo man auch im Neubau im Kunst ausgestellt hat. Und darum hat es eine riesige Diskussion auch um ihn gegeben. Das ist die Fabrik in Spinnerei, wo du nachher im Schichtbetrieb hast müssen arbeiten, oder eher. Dazu muss man sagen, ich glaube, das sind über die 40er, 50er und 60er Jahre, glaube über 300 Mädchen gewesen, die nur in dieser Fabrik allein waren, an anderen Orten ja auch noch, obwohl Zwangsarbeit, ich glaube, 1941 in der Schweiz eigentlich verboten worden ist. Ja. Ihr habt das aber dort machen und die einzige Freizeit, die ihr hattet, war der Sonntagnachmittag 4 Stunden gewesen. Ja. That's it. Ja, 4 Stunden. Und das war das Highlight von uns Mädchen. Oder wir mussten am Morgen um 4 Uhr aufstehen und haben die Schicht geschafft. Eine Schicht war vom 5 bis um 1:30 und die zweite Schicht vom 1:30 bis Nacht um 10 Uhr. Und die nicht in der Spinnerei geschafft haben, die Schicht, die mussten im Marienheim Arbeit vollrichten, weil dort hat es keine Angestellte gehabt. Du musst entweder putzen oder in der Küche sein oder im Garten helfen oder in der Wäscherei. Wir haben also nicht nur 8 Stunden Schicht geschafft, sondern wir haben auch noch in dem Marienheim geschafft. Oder? Und was wir bekommen haben, das ist 5 Franken Sackgeld im Monat. Das war alles. Und eben am Ende von dieser ganzen Tätigkeit hast du dann 50 Franken auf Nach 3 Jahren strengste Arbeit. Und das ist bis heute ist das nicht wieder gut gemacht worden, muss man dazu sagen. Sag uns ganz kurz, was habt ihr in diesen 4 Stunden, wo ihr einmal sozusagen in der Woche mal Freiheit hattet, was habt ihr in diesen 4 Stunden gemacht? In diesen 4 Stunden sind wir alle rausgeschwärmt wie Bienen. Und wir sind dann meistens von Dietfurt auf Liechtenstein gelaufen und haben uns dort in einen Kaffee gesetzt, oder? Und haben wie andere normale Leute auch ein Glas Wasser getrunken. Denn mehr haben wir uns nicht leisten. Wir haben das zweite Höchlamig ein Fläschchen miteinander genommen, damit wir ja genügend Geld hatten, damit wir den anderen Sonntag auch noch ein Fläschchen kaufen können. Oder? Und dann ist die Zeit schon wieder rum gewesen und wir haben wieder dort sein. Denn wenn wir nicht pünktlich nach 4 Stunden wieder uns angemeldet haben bei der Schwesteroberin, hat es geheissen, den nächsten Sonntag gibt es dann keinen Ausgang für euch. Ihr seid spät heimgekommen. Ja, auch dort wieder eigentlich Zucht und Ordnung. Das erzählt uns Irma Fredo auf SRF 1 in der Sendung persönlich, ehemalige Zwangsarbeiterin. Und mit ihr hier ist der Matthias Schulz, künftiger Intendant vom Opernhaus Zürich, der aber eigentlich schon sehr viele Jahre Erfahrung hat in diesem Bereich. Und zwar bevor du 18 warst, hast du in diesem Bereich gearbeitet, bei den Salzburger Festspielen. Und zuerst noch als Umblätterer. Wie ist das so, wenn man muss sich das vorstellen, oder? Du bist der neben den Pianisten dort sitzt und dann, wenn es so weit ist, das Blatt umdreht, also die Partitur weiterführt, sozusagen. Wie ist das so, denen über die Hände, über die Finger zu schauen? Was ist das für eine Atmosphäre? Also als Umblätterer kann man eigentlich nur Fehler machen. Ja? Also du fällst nur auf, wenn du was falsch machst. Ich habe kürzlich ein Video gesehen, wo jemandem während dem Umblättern die Partitur runtergefallen ist. Das ist dir hoffentlich nie passiert. Nein, das ist Gott sei Dank. Aber ich habe dann schon Klavier studiert in Salzburg, seit ich 17 war, und habe dann dürfen bei den großen Festspielen, wo ich dann auch gearbeitet habe. Später durfte ich anfangen als Umblätterer und war dann so 17, 18 Jahren da neben Alfred Brendel gesessen, ein großer Pianist, der noch lebt, der Maurizio Pollini oder solche Leute. Der ist an mich zittert während dem Umblättern. Aber ich muss sagen, ich habe zum Beispiel, kann ich erinnern, bei der
dem Liederzyklus Winterreise von Franz Schubert saß ich da neben Alfred Brendel und dann einfach aus allernächster Nähe das so mitzuerleben, was das wirklich heißt, was Musik auch sein kann und die Aura, die diese Person ausstrahlt und dann danach und davor mit ihm sprechen zu können, sich da austauschen zu können und sowas, das war für mich wirklich ein absolut entscheidender Einstieg. Und dann konnte ich darüber dann mal ein Praktikum bei einem Festspiel machen. Dann habe ich da jeden Sommer dort arbeiten können. Und dann kam eigentlich jedes Jahr ein Verantwortungsgebiet dazu. Und deswegen habe ich so eine Tellerwäscher-Karriere, hört sich falsch an, aber vom Umblätterer jetzt zum Intendanten, das hört sich doch gut an. Ja, das ist eine rechte Karriere. Und nachher, was ja aber auch wirklich faszinierend ist, finde ich, du und deine Frau sind etwa 22 gewesen, im Studium, wo dann das erste Kind auf die Welt, so, jetzt ist es richtig. Das erste Kind auf die Welt gekommen ist. Wie ist das für euch? Ja, das ist schon extrem. Also es war nicht ganz erwartet, um aus dem Nähkästchen zu laden. Und dann bist du mit, ich war gerade erst im Studiumbeginn eigentlich. Und dann geht der Blick im Leben eigentlich so in so eine Richtung und dann passiert sowas. Und dann ändert das plötzlich alles. Und ich muss schon sagen, auch dann mit 22 war ich jetzt, als auf die Welt kam, ändert sich das ganze Koordinatensystem im Leben. So, jetzt habe ich gedacht, so jetzt muss ich was auf die Reihe kriegen. Jetzt musst du auch irgendwie, und du kannst dann nicht nur dich da verwirklichen, sondern du musst da wirklich was verdienen, du musst wirklich was. Und dieser Drive, wie man heute so sagt, der war für mich, glaube ich, schon extrem wichtig. Oder wer weiß, was passiert wäre, wenn das nicht passiert wäre. Und ich habe das am Ende, ist das alles gut gegangen. Und man hat natürlich im Studium, hat man eigentlich mehr flexible Zeit. Ja? Aber es ist natürlich noch eine Zeit großer Unsicherheit, wo man noch gar nicht weiß, wo es hingeht, was man später arbeiten wird. Und dann gab es ja bis zur zweiten Tochter auch 5 Jahre Pause. Und dann wollten wir eigentlich vor 30, wir haben gesagt, wir werden schon früh Kinder, dann 3 Kinder vor 30, das haben wir auch geschafft. Aber dann gab's noch einen Überhang. Ja, und jetzt hast du gesagt, es hat einen Drive entwickelt und das sieht man auch in deiner Karriere. Du bist dann der künstlerische Leiter von der Stiftung Mozarteum in Salzburg geworden und schon mit 37 Intendant an der Staatsoper unter den Linden in Berlin. Jetzt in Zürich. Also irgendwie wirkt es ja gleich, als könnte es nicht genug schnell gehen alles. Ja, das hat sich bei mir ist alles sehr früh passiert, aber ich kann das nicht, das ist einfach so gewesen. Also für mich fühlt sich das ja auch persönlich nicht falsch an oder so. Man merkt das dann schon an gewissen Situationen, wenn Leute mich vom Telefon, von der Stimme nur kannten und dann persönlich getroffen, dann haben sie sich immer gewundert, wie jung und wie groß der ist. Also 1,97 oder wie? 1,96. Das mit dem Jungen ändert sich jetzt, aber wir haben... Kontinuierlich. Und jetzt mittlerweile sind die Praktikanten auch jünger als ich. So, das war am Anfang teilweise wirklich interessant, weil, aber ich konnte auch nicht... Das ist gut, ich konnte auch nie sozusagen, auch als ich mit 32 Jahren Geschäftsführer und künstlerischer Leiter der Stiftung Mozarteum wird, man kann ja nie durch Autorität oder so automatisch, durch Altersautorität sowieso nicht überzeugen, sondern man muss die Leute irgendwie anders mitnehmen und vielleicht auch über die Arbeit mitnehmen. Und du hast so einen Enthusiasmus gemacht, oder was hast du gemacht? Ja, ich hoffe, also so viel es nur irgendwo ging und da natürlich, das ist schon eine besondere Situation, wenn man einfach oft auch da deutlich jünger ist als andere in Verhandlungssituationen und so weiter. Und natürlich muss man ein gewisses auch reinwachsen, ja. Aber ich habe da die Chance dafür bekommen, das sehr, sehr früh zu machen. Und ich muss sagen, auch bei den Salzburger Festspielen, wenn man da jeden Sommer gearbeitet hat, 2 Monate im Juli, August, teilweise habe ich Mitte Juni schon begonnen. Und das habe ich gemacht, seit ich 19 Jahre alt bin. Und das war eine sehr extensive Zeit, das ist viel mehr als ein Praktikum und das ist wie so ein ganzes Jahr kondensiert und da kriegt man natürlich wahnsinnig viel mit und ich habe das jedes aufgesaugt, habe natürlich auch kein Jahr ausgelassen und deswegen kennt man teilweise jetzt schon Künstlerinnen und Künstler von Ende der 90er Jahre. Deswegen fühle ich mich jetzt schon manchmal als Veteran. So. Ja, aber es hat natürlich eine Selbstverständlichkeit ins Ganze hineingegeben, was es sonst eigentlich nicht gegeben hätte, weil du so früh mit dem angefangen hast, so verstehe ich dich. Ja. Ich glaube, es ist aber auch einfach wahnsinnig viel Glück dabei gewesen, dass man einfach die Chance hatte, da so früh reinzurutschen. Und das Umblättern war da wirklich so eine Rutsche. Und ein Klavierprofessor, den ich hatte, dem ich gesagt habe am Mozarteum, also ich möchte eigentlich gar nicht Pianist werden. Und ich dachte, der schmeißt mich hochkant raus.
Aber der hat das positiv genommen. Der hat eigentlich mir noch mehr Unterricht gegeben und hat gesagt, eigentlich müssten Sie Rektor werden. Der Universität, das hat er damals zu mir schon gesagt. Eigentlich müssen Sie Rektor der Uni werden, so. Und der hat dann auch bei den Festspielen einen Brief hingeschickt. Ich habe da jemanden, könnt ihr den brauchen? Und so kam es überhaupt zum Umblättern. Und ich muss sagen, so ein Impuls, von welchen Zufällen es oft abhängt, von diesem einen Klavierprofessor, der das gut genommen hat, der das aufgegriffen hat, gesagt, der will was. Das ist einfach, wie entscheidend das ist. Ja? Deswegen muss man das auch diese kleinen Dinge und dass man Jüngeren hilft, das so ernst nehmen. Ne? Ja, also manchmal auch wirklich Menschen, die einen Lebensweg extrem mitgestalten und helfen. Bei dir, Irma Frey, ist das auch so gewesen? Es war einerseits die Heidi Abel, die du erzählt hast, wo du dann als Model arbeiten konntest, andererseits deine Schwester, die dir den Job im KV verschafft hat. Und nachher hast du in einer Herrenboutique gearbeitet, nach deiner Ausbildung auch. Und hast amig Anzüge, es war die Zeit vom Platzspitz in Zürich, hast du Anzüge den Drogensüchtigen gebracht? Ja, das war so. Ich habe am Bahnhofplatz gearbeitet, in einer Herrenboutique. Und dort sind manchmal da die Oberen von den Banken schnell vorbeikommen, weil sie vielleicht beim Mittagessen einen Flecken auf dem Revers hatten oder ein verschmutztes Hemd oder eine Krawatte und sind dann schnell in den Laden gekommen und haben gesagt, ich brauche ein Hemd oder ich brauche einen neuen Job oder mal einen neuen Regenmantel und so und haben dann das angelegt und das alte Zeug einfach dort gelassen. Und dann ist einmal einer gekommen, vom Blattspitzen, oder? Und ich habe schon gesehen, dass das ist nicht irgendwie ein Kunde, der eigentlich in den Laden hineinpasst. Und hat dann so rumgeschaut und und der hat dann tatsächlich eine Lederjacke mitlaufen lassen. Oder weil ich bin über den Mittag alleine gewesen, die anderen zwei sind im Mittagessen gewesen. Und wo sie zurückgekommen sind, habe ich das leider müssen sagen. Aber dann ist der Chef, also der eigentlich einen Haufen zu sagen hatte im Blattspitzen, zu mir gekommen und hat gesagt, Irma, die Lederjacke bringe ich dir wieder. Und er hat sie tatsächlich wieder gebraucht. Und von dort an habe ich dann all die Kleider, die liegen geblieben sind, in dem amig mitgegeben. Und er hat sie können in denen vom Blattspitzen zum Austragen geben. Weil das sind meistens noch sehr gut tragbare Sachen gewesen. Schön. Ja, gerne. Fühlen Sie sich frei. Vielleicht kurz für die Schlussrunde, weil es auch noch interessant ist, von euch beiden zu hören. Du hast, glaube ich, letzte Woche, gell, deinen 50. Hochzeitstag gefeiert, Irma. Korrekt, ja. Erzähl kurz. Wie hast du deinen Mann kennengelernt? Ich habe meinen Mann an einem Silvesterabend kennengelernt. Und ich habe gedacht, oh, das ist ganz ein toller Typ, der passt mir. Und ich habe ihm dann gesagt, ich lade ihn gerne mal ein zu einem Brunch. Und dann hat er gedacht, ja, aber die Frau ist ja da mit dem Kind, die ist doch sicher geheiratet. Es hat dann aber dann gleich den Haber gestochen und dann ist er gekommen. Schön. Oder? Und so haben wir dann einander immer wieder getroffen. Das heisst, 3 Jahre nach der ersten Scheidung habe ich ihn kennengelernt. Und das ist bis heute eigentlich... Und es ist bis heute, wir sind jetzt 50 Jahre geheiratet, wir haben den letzten Sonntag das 50-jährige Jubiläum gehabt, die goldige Hochzeit. Und es ist so schön, dass ich das auch mit meinem Schatz und mit meinen Kindern feiern. Das hat mir richtig gefallen. Und ganz eine lange Geschichte haben auch ihr, Matthias Schulz, du und deine Frau, weil ihr sind eigentlich im gleichen Spital auf die Welt gekommen. Aber nicht aus der gleichen Familie. Woher weißt du das genau? Das ist einfach nur ganz kurz. Was ist das? Sie ist 5 Tage jünger als ich und ich bin als Zwilling früher auf die Welt gekommen und musste halt auch länger im Krankenhaus liegen bleiben. Und ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, aber wir müssen eigentlich im selben Geburtsraum gelegen sein. Ne? Das ist natürlich schon skurril irgendwie. Also bald eigentlich auch schon fast das 50-Jährige in dem Fall. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für die Offenheit. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Dasein und bei Ihnen daheim fürs Zuhören. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal haben Sie einen guten Sonntag. Bis dann.
Die Olivia Röllin im Gespräch mit ihren Gästen, der Irma Frey, Zeitzeugin von Zwangsarbeit, und Matthias Schulz, ab dem Sommer dann neuer Intendant vom Operhaus Zürich. Die Sendung live aus dem Seminar- und Eventhotel Riverside in Zweidle-Glattfelden. Für Technik verantwortlich der Mario Bruderhofer und der Thomas Baumgartner. Und wenn Sie jetzt mit drin eingeschaltet haben und sagen, oh, da tönt nach etwas, was mich wirklich noch ein bisschen mehr interessieren würde, möchte ich ganz hören. Die Sendung, die gibt's nochmal ab dem 10 Uhr heute Abend auf SRF 1. Oder, wenn immer Sie Lust und Zeit dafür haben, auf srf1.ch/persönlich. Und am nächsten Sonntag empfängt dann der Christian Zeugin seine Gäste persönlich. Es sind die Unternehmerin Thera Zimmermann und der Winzer Marco Fromm, und zwar im Kultur- und Kongresshaus Verugano in Mels. Wenn Sie dort live... Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.